Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, das funktioniert jetzt glücklicherweise auch wieder. Und den Geschicklichkeitstrank von der letzten Episode habe ich mir jetzt auch noch reingepfeffert. Und jetzt können wir gleich noch gucken, wofür der Wachturmschlüssel da war. Und jetzt haben wir Geschicklichkeit 58, das ist doch auch schon mal ziemlich gut. So, bei der eine ganze Stadt war mit Name kann man ja die Schlüssel klauen. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu klauen. Bla bla bla. Dem ist es eine Ehre, ein Paladin was zu verkaufen. Okay, grobes Bastardschwert, der Abwehr vor Pfeilen bietet das Schutz. Okay, wie sieht es dann hier jetzt aus? Aha. Hier komme ich jetzt auch rein, wie es aussieht. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal einen Speicherpunkt auf Ends anlegen. Interessiert anscheinend keine Sau. 2 Händer haben wir hier, den ich abstaven kann, und eine Truhe. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Okay. Bisschen Gold, Essenz der Heilung und ein bisschen Fleisch. Okay. Dann hätten wir den geknackt. Dann gucken wir mal. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Gut. Dann bei dem Idiot. So. Bla bla bla. Hat der irgendwas Tolles? Nö, der hat auch nichts Tolles für uns. Bla bla bla. So, dann gucke ich jetzt persönlich. Ah, Moment, genau, bei dem beim Zuriss. Hey, du. Der hat manchmal auch ein paar gute Tränke. Es wäre einfach, seinen Trank zu stehlen. Der hat leider keiner dabei hier. Aber wir probieren es mal aus, wie einfach das ist, ne? Dass es eigentlich gewagt ist. Hey. Hey. So, jetzt probieren wir es mal an. Trank erhalten, sehr schön. Was hat er dann für einer gehabt? Ja, leider kein toller, wie ich sehe. Reines Mana. Ja, leider kein attributsteigernde Trank. Das ist doch etwas schade. Da gehen wir auch gleich runter, damit wir das Sextant noch abliefern können. Aber. Ich mag noch gucken, dass man hier einer noch was beibringen kann. Ich glaube, Wulfgar kann mir was beibringen, was Zweihandkampf angeht. So, Wulfie. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Erstmal hier. Nicht, dass er so stinkig ist. Zweihand. 10 Lernpunkte. Muss ich jetzt leider in Kauf nehmen. So. Okay, jetzt sind wir bei 41%. So, jetzt muss ich hier nochmal speichern. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. Sehr schön. 80 Gold kriege ich dort mit. Hast du irgendwas, Peck? Es wäre gewagt, seinen Schlüssel zu stehlen. Okay, dort auch ein Schlüssel. So, Peck. Dreckiger Dieb, na warte! Okay, das funktioniert wohl nicht. Dann haben wir aber was anderes. Wir haben noch ein Hilfswerkzeug gekauft. Dumm. Der Stärke muss dann erstmal weg. Geschicklichkeit. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert so. Jo, Turmschlüssel erhalten. Perfekt. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder der Stärkegürtel mir anlegen. Sehr schön. Okay. Mal gucken, wie weit wir jetzt mit Pecks Schlüssel kommen. Aber vorher gehen wir da noch runter und bringen Ramirez, oder wie er heißt. Ich glaube, Ramirez heißt er. Dann bringen wir noch seinen Sextant. Weil eigentlich findet man im Hauptspiel noch einer... Obwohl, komm, für die Logik. Dass nicht hier irgendein anderer rumschnüffelt, der hier nicht zur Diebesgilde gehört. So, zack, zack, zack. Okay, gut. Weil, wie gesagt, im Hauptspiel findet man dann normalerweise den Sextant beim Drachehort. Ich glaube, beim Sumpfdrache müsste der sein. Jetzt schauen wir doch mal. Jesper. Ramirez steht wahrscheinlich da rum wieder. In dem Neberaum. Der müsste uns eventuell noch den Schlüssel geben für den Raum mit der Supertruhe. Hier. Ich habe einen Sextant für dich. Unglaublich. Du hast tatsächlich einen gefunden. Hier, deinen Lohn hast du dir wahrlich verdient. Okay, 750 Gold tatsächlich. Nicht schlecht. Jetzt müssen wir aber gerade mal gucken. Von wegen Geschicklichkeitsgürtel und so. Von dem können wir nichts klauen. Da müssen wir uns den Schlüssel irgendwo von jemand besorgen. Ich weiß noch nicht mehr,
wie das machbar ist. Entweder Hey, Stele du. oder... Nee, von der kann ich auch nichts klauen, von dem Hansel. Ah, hier. Was ist hinter der verschlossenen Tür? Dahinter befindet sich die Truhe des Meisters im Schlösserknacken, Fingers. Er hat sie mit einem so unglaublich komplizierten Schloss versehen, dass sie bisher niemand aufgekriegt hat. Leider wurde er geschnappt. Sie haben ihn in die Barriere geworfen, den wo er kennen wir wahrscheinlich gestorben ist. Kennen wir aus dem Aber alten wenn du Lager. versuchen willst, die Truhe zu öffnen, hier ist der Schlüssel Sehr zu dem gut. Raum. So war das, genau. Das ist Fingers Truhe. Also Fingers war ja der Schatten im alten Lager, der uns auch Schlösserknacken im Gothic Ends beigebracht hat. So, da können wir die Geschicklichkeit nämlich auch ganz gut gebrauchen. Aber für die Truhe habe ich mal den Code aufgeschrieben, weil das ist wirklich ein ziemlich übles Ding. So. Zack. Dann sind wir theoretisch auch die Diebesgilde los. Mehr brauchen wir von den Leuten dann auch nicht mehr. Dann haben wir nämlich alles, was die uns geben können, auch für uns beansprucht. So, hier ist sonst nichts weiter von Interesse. Da steht nur die Endtruhe. Das ist dann Fingers Truhe und Fingers Raum wahrscheinlich auch gewesen. So, für das Ding habe ich mir den Code mal aufgeschrieben, vor ewig langer Zeit. Habe ich, glaube ich, hier auch noch irgendwo parat. So. 3 mal rechts. 1, 2, 3. Links. Dann 3 mal rechts. 1, 2, 3. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links. Genau. So, dann sind da nämlich auch noch ein paar schöne Sachen drin. Sorry, du musst dich jetzt einfach cheaten, weil bis ich das wieder rausgefunden habe, das dauert ewig und 3 Tage. 300 Gold. Dann haben wir 5 Silberkelche, ein goldene Kelch, ein Amulett der Kraft, was Stärkebonus plus 10 verleiht, und ein Elixier der Geschicklichkeit. So, sehr schön. Das zwitscher ich mir auch gleich mal rein. Sehr schön. Jetzt sind wir bei Geschicklichkeit 70 und ohne den Gürtel sind wir bei 60. So, das sind noch ein paar nette attributsteigernde Dinger dabei. Theoretisch könnten wir jetzt auch die Diebesgilde niedermachen und können sie Lord André übergeben, weil die bringen uns nichts mehr. Die geben uns jetzt keine Aufträge mehr und sonst irgendwas. Ich habe alle Aufgaben von der Hansel erfüllt. Das heißt, ich schnetzel die jetzt einfach mal ab. Die geben nämlich Erfahrungspunkte und dann schauen wir mal. So. Tschüss. Ah, der zieht aber gut ab. Das Okay. war's für dich, Penner. Puh, also der zieht doch wirklich ziemlich gut ab. Wenn ich mich mit einer irgendwie auf irgendeine Art und Weise anlegen kann, ist ja schön. Aber schauen wir mal, ob ich die überhaupt geknackt kriege, die Diebesgilde, weil die bringen richtig ordentlich Erfahrungspunkte. Deswegen schauen wir mal, ob man die jetzt nicht irgendwie gebacken kriegen. Jawohl, 400 Punkte bringt der schon mal. Also 400 Erfahrung ist schon ziemlich ordentlich. So. Cassia, wen bringst du um? Wen bringt Cassia hier um? Cassia hat anscheinend irgendjemand abgemurkst. Okay. Sie ist auf Jesper losgegangen. Okay, interessant die Dynamik. Dann töten wir jetzt noch Cassia. Die bringt uns nämlich 500 Ei, bringt uns noch zusätzlich einen Meisterdegen. Und Cassia hat ein grobes Schwert noch bei sich. Hier hat sie noch was, ein Schlüssel, ein kleiner Schlüssel. Und die 6 Blutkelche, die nehmen wir Amor an uns. So, sehr schön. Ja, da gibt es auch eine Truhe hier, glaube ich. War das Iri? Nee, dann war das nicht die Truhe. Ich glaube, das öffnet dann in dem Geheimversteck von der Diebesgilde. Öffnet das dann noch was. So, jetzt haben wir die Diebesgilde nämlich auch noch erledigt. Und dann können wir noch mal Lord André Bescheid stoßen, dass die ausgelöscht sind. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sagen die Mitglieder von der Diebesgilde irgendwas dazu?
Nö, sieht nicht so aus. Also von der Diebesgilde selber hat das keine Konsequenzen, wie es aussieht für uns. Wir könnten ja nochmal mit ihm sprechen, er gehört ja auch dazu. Hey, du. Ein Garo? Nö. Nö. Hat anscheinend keine Konsequenzen, dass ich die Diebesgilde auslösche. Da können wir ja auch noch zu ihrem Geheimversteck schwimmen. So. Okay, perfekt. Die haben jetzt nochmal insgesamt 400 und 500 Erfahrungspunkte. Also 900 habe ich nochmal zusätzlich gekriegt. Und ich kann Lord André Bescheid geben. Wegen der Diebesgilde. Ja? So. Ich habe sie alle zur Strecke Gibt nochmal 500 Erfahrung. Damit hast du der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Du hast deine Pflicht erfüllt, wie es sich für einen Diener Innos und einen Soldaten des Königs gehört. Genau. Dir steht ein Kopfgeld für die Banditen zu. Hier, nimm es. Naja, Bandite sind sie jetzt nicht, aber es sind Diebe gewesen. So, 300 Gold habe ich auch noch eingesackt. Das ist ein ordentlicher Sold als Prämie nochmal. So. Ich würde sagen, bevor es zappeduschter wird, gehe ich jetzt nochmal schnell da runter. Und dann wird geschwommen, was es Zeich hält. So, zack. An der Stelle lege ich nämlich auch nochmal einen Speicherpunkt ein. So, die Diebesgilde ist kaputt. Und wir schwimmen in voller Montur jetzt da drüber hier. Ich hoffe, diese Sequenz kommt da nicht mit dem Wassermonster, was uns dann schmaust. Aber ich glaube, bis da drüber dürfte das eigentlich sicher sein. Weil, wie gesagt, früher habe ich dir immer so Schiss gehabt wegen der Sequenz, dass man so sieht, wie sich das Vieh von unten abhirscht und das den ganzen Bildschirm ausfüllt. Und ich finde sowas immer ziemlich beängstigend, wenn so Monster in einer Größe-Kategorie da sind, die einen ganzen Bildschirm ausfüllen oder einen halben Bildschirm ausfüllen. Uah, das ist einfach nicht meins. Da habe ich so einen leichten Schauder davor. So, da müssen wir auf jeden Fall rüber schwimmen. Weil da haben die Diebeskameraden in einer Höhle ihr Versteck aufgeschlagen, wo sie dann die ganze Goldschätze gebunkert haben. So. Später können wir mit dem Teleport dann selbstverständlich auch wieder zurückkehren nach Khorinis. In die Hafenstadt. Aber ich selber... Sehen wir die Stadt überhaupt noch? Ja, so ein bisschen sehen wir sie noch. Aber ich habe ja auch die Sichtweite arg runtergeschränkt, dass das Spiel nicht wegen jedem Scheiß und bei jeder Gelegenheit gleich laggt. So. Da können wir noch nicht an Land gehen, ne? Doch, hier können wir an Land gehen. Okay. Huch. Da geht's anscheinend doch noch nicht. So. Dann können wir aber hier, glaube ich, irgendwo an Land gehen. So, da hoch. Dann schauen wir mal. Hier irgendwo zwischen Gestrüpp müsste dann die Höhle sein. Die suchen wir jetzt erst einmal, bevor wir zu dem Schiffswrack hier nochmal gehen. Die dumm. Warte mal. Hier irgendwo muss das ja sein. Huch. Ach. Varane. Okay. Gut, also Varane bewachen ihr Höhle anscheinend auch noch. Das soll mal rechtzeitig geben. Auch noch gut Erfahrungspunkte, die Biester. So, mit der Waffe geht es doch alles wesentlich schneller. Und hier irgendwo muss es sein. So. Warte mal. Ah, da ist noch ein Varan. Sehr gut. 2 gezielte Treffer und das klappt. Sehr schön. Also ich werde jetzt in Zukunft wahrscheinlich nur noch auf Zweihandkampf und auf Stärke-Skiller. Und der Rest ist optional, auf was ich dann noch skill. Eventuell Schwerter. Meisterdegen 120 und 120 Schade macht der, 60 Geschicklichkeit und gibt noch einen Einhandtalent-Bonus. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, das Ding. Aber mit dem extra Schade ist das Ding tatsächlich stärker. So, Stelltafel habe ich auch noch gefunden. Gucken wir doch mal. Ist das eine, die ich gebrauchen kann oder Alti? Sieht aus, als wäre es eine Alti-Stelltafel. So, huch, hier war noch was? Ah ne, war nur Varan. Okay. Varan. Genau, hier geht's rein. Perfekt.
Da ist noch eine Stelltafel. Hoch. Da hat mich jetzt auch ganz schön verschreckt hier. Genau. Der Hannoveraner. Und was haben wir da dann noch? Ja, schlechte Wortspiele und so. Silberkelche pflastern hier schon den Weg. Das ist doch schon mal gutes Indiz dafür, dass hier was abzustarben ist. Ah, doch nicht. Einhandkampf 2, das gibt uns nochmal auf Einhandkampf plus 4. Und hier haben wir noch einen Bogenschützen. Ja, okay, das ist jetzt nicht so toll, plus 4. Ah, nochmal, weil es der 2er war. Okay, da sind wir bei 2 Händen immer noch etwas besser dran. Allerhopp. So, was gibt's dann jetzt hier? Ah, was es hier gibt, sind Faller. Und die Diebesgilde hat hier, ups, ihr Zeug gesichert. Ja, da muss man jetzt aufpassen. Da muss man jetzt wirklich aufpassen. Komme ich da nur mit Akrobatik durch? Ich weiß es schon gar nicht mehr, wie das war. Nee. Irgendwie muss ich da ja rauskommen. Warte mal. Wie war dann das? Wie war dann das? Ich glaube, da komme ich echt nur mit Akrobatik raus. So, warte mal. Auslöser. Genau. Und jetzt schnell. Scheiße. Komme ich da mit dem Geschwindigkeitstrank durch, indem ich es auslöse und dann schnell drüber flitze und springe? Müsste ich mal gucken. Geschwindigkeitstrank. Habe ich ja glücklicherweise ein paar. Und. Hua. Gut, das funktioniert. Silberkelch. Goldener Kerzenständer. Und hier jede Menge Truhe. Goldener Kerzenständer. Und da haben wir jetzt den ganzen Kruscht hier drin. Das lässt sich so aufmachen. 100 Goldstücke. Wahrscheinlich brauche ich dort für den kleinen Schlüssel den Cassandra oder wie ist der Käse? Cassia. Den Cassia bei sich gehabt hat. Rechts, links. Rechts, links, links. Rechts, rechts. Rechts, links, links. Rechts. Rechts, links, links. Rechts, 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 links. 150 Goldstücke und nochmal ein goldener Kelch. Okay. Rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links. 1, 2, 3 mal rechts und links. 100 Gold, die Innerstatue und Silberkelch. Und hier ist noch eine Truhe. Die geht einfach so auf. Oh ja, dafür werde ich wahrscheinlich die kleine Schlüssel gebraucht haben. Goldene Schale, Silberkelch und 400 Goldstücke. Sehr schön, jetzt haben wir die ganze Beute von der Hansel noch geklaut. Damit ist die Diebesgilde endgültig entmachtet. Sehr schön. Dann können wir noch zur Hafenstadt zurückkehren. Und wir haben alles erledigt in der Hinsicht. Sehr schön, sehr, sehr schön. Okay, die geschändeten Schreine will ich eigentlich noch machen. Da überlege ich gerade. Ich glaube, ich sollte zur Tote Harpie gehen. Weil da müsste noch einer sein. Zur Taverne muss es da irgendwo auch geben. Genau, zur Taverne. Und sehr schön. Dann in Richtung Akilshof geht's ja auch noch. Warte mal, hier erst noch mal kurz gucken. Nehmen wir da noch was? Der war sauber, der Schrein. Eventuell war hier noch einer, den ich ja nicht gesehen habe. Müsste ich gerade mal einen Blick auf die Karte der Heiligen Schreine werfen. Da haben wir sie doch, die Heiligen Schreine. Okay. Ja, hier ist einer ein bisschen der Weg entlang. Da geht's aber schon Richtung Gedöns. Ich glaube, die habe ich schon alle untersucht. Das heißt, mir bleiben nur noch ein paar übrig. Also die Richtung Pyramide und Sonnenkreis gehen, dürfte ich eigentlich soweit alle haben. Bei Akilshof war, glaube ich, noch einer. Und wenn es der nicht war, war es einer in der Wildnis nördlich von Khorinis. Richtung Jacks Leuchtturm. Können wir ja überprüfen jetzt. Jetzt haben wir ja alle Zeit der Welt für sowas. Und nachdem ich die heilige Schreine... Huch! Und nachdem ich die heilige Schreine gemacht habe... Keine Ahnung, wo der ist. Ja, nachdem ich die heilige Schreine gemacht habe, kann ich mich dann nur um die Hauptquest wieder kümmern. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen.
Okay, anscheinend hat der Hansel sich mit einer von den Bauern hier angelegt. Immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Naja, das habe ich hier weggenommen, das Gold. Egal. So. Hier muss einer sein in der Nähe. Ja, da muss ich ein bisschen den Pfad entlang gehen. Das dauert schon eine Weile, bis ich bei dem Schrein bin. Und wenn der nichts wird, dann muss es der Schrein nördlich sein vom Khorinis, der bei Jacks Leuchtturm ist. So, heilige Schweine. Bei der Gabelung wo lang? In die Richtung, allerhaupt. Und das war wieder Mitte in der Nacht. Klasse. Okay, mittlerweile bin ich aber schon ziemlich gefeit, was Monster angeht. Es ist so schlimm, kann es gar nicht sein. Oder wäre. Ich kann mich ja eigentlich auch alleweil mit dem Schattenläufer anlegen, ohne Probleme. Naja, zumindest ohne allzu große Probleme. Er bringt mich nicht sofort um. Wenn ich die Paladin-Rüstung habe, wird das Ganze natürlich auch nochmal ein Zacke besser. So, ich muss jetzt alle paar Schritte drauf gucken. Hier irgendwo muss der Innos-Schrein sein. Wie viel Uhr haben wir es überhaupt? Ende 20:13 Uhr. Das ist mal wieder zappeduscht da. Hier irgendwo. Ah, da hinten ist er. Sehr schön. Direkt beim Friedhof. Und Lederbeitel ist auch noch da. Okay, der ist soweit sauber. Ich spende mal ein bisschen was. Innos dankt. Soll er mal machen. Das heißt, ich kann wieder zurück zur Hafenstadt. Und muss dann woanders raus. So, das heißt beim Marktplatz raus. Und dann do in die Pamperei. Okay, und wenn ich das alles gemacht habe, mit der heilige Schreine und Pipapo, dann ist soweit auch ganz gut. So, das sollte man nicht auf 4 legen, sondern der heilige Wicht. Meine Meinung will ja keiner hören. Und das ist Lehrling Brian. Irgendeinen Schlüssel habe ich, glaube ich, auch noch gehabt. Genau, von dem Pack habe ich auch noch den Schlüssel gehabt, richtig. Darf ich auch nicht unterschätzen. Myxia ist mittlerweile hier, der die Nachtschicht macht. War das von Peck eventuell der Schlüssel, der das hier aufmacht? Gucken wir doch mal. Ja, tatsächlich, du ist auch der Immortan Joe. So. Hey, danke, Mann, vielen Dank. Ich dachte schon, ich komme hier nie wieder raus. Was machst du hier? Ja, ich bin eingesperrt worden. Die Tür war auf und ich wollte mal einen Blick riskieren. Aber als ich drin war, kam die Wache und hat wieder abgesperrt. Ja, das ist eine dumme Geschichte. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn das unter uns bliebe. Verstehe. Ist ja auch nicht gerade eine Heldentat gewesen. Ja. So, ich brauche jetzt unbedingt was zu trinken. Okay, es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Das können wir auch noch machen. Und die Joe-Quest haben wir dort mit Ach erledigt. Die steht anime auf unserer Liste. So. Gut, 25 Goldstücke hat er auch noch mal parat. Dann gehen wir raus, Joe. So. Perfekt. Das wäre dann auch erledigt. Ah, ich freue mich, wenn sowas immer funktioniert. Ah, Vatras ist jetzt da hinten am Bete und Myxia ist vorne. Gut, gut, gut. So. Dann gehen wir nochmal in die Pampa. Und dann können wir gleich nochmal gucken auf der Karte. Heilige Schreine. Genau, das ist doch relativ beim Leuchtturm. Könnte der sein. Schauen wir doch mal. Ich glaube, da bietet sich wieder so ein Geschwindigkeitstrank ganz gut an. Ich sollte mal bei Gelegenheit wieder ein paar von den Dinger brauen. Kann gleich jetzt schon mal hier wieder runter auf die Karte gehen. Damit ich die immer parat habe. So, zusätzlich kann ich noch der heilige Wicht machen. Und dann schauen wir mal. So. Jetzt sind wir wieder ausgerüstet für die Gegend. Huch! Oh, scheiße. Den habe ich nicht gesehen. Scheiße. Du bist uns. Bla 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 bla. Natürlich! Natürlich! Gleich mal arg schwätzen Woche. Und sofort mal besessen Woche. Na klasse. Scheiß Type. Okay. Das war ja irgendwie absehbar, dass so ein Scheiß wieder passiert.
Man hat's nie einfach hier. Man hat's hier nie einfach. Nie kann ich auch mal was Schönes haben, aber ich habe noch eine genaue Heilung von Besessenheit. Ach, so ein Scheißdreck, so ein Elender. Okay. Heilige Schreine. Wenn man wenigstens was sehen würde mit dem tappischen Zauber. Naja, egal. Okay, so, weil wenn ich dann wieder im Kloster bin und die Quest abgebe, dann kann ich nämlich automatisch auch nochmal die Schwertweihe machen. Dann habe ich auch nochmal ordentliche Oschi bei mir. So, der muss exakt im Norden sein. Aber bevor ich hier blind durch die Gegend flitze, habe ich mal Armbrust geladen und dann schauen wir mal. Hier irgendwo in der Gegend müsste das theoretisch sein. So, ich rase jetzt einfach mal wie Sau hier durch die Gegend und schauen wir mal, was sich hier bietet. Nochmal drauf gucken, bitte. Ja, hier weiter im Norden. Das ist schon die richtige Richtung. Okay, uppala. Mhm. Genau, denken Sie mal drüber nach. Mhm. Weiß Bescheid. Na gut. Scheiße. Okay, dann hier nochmal. Ich glaube, das ist sowieso ziemliche Käse, hier einfach im Duschtere loszurennen. Das ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Ich habe es halt aus Zeitspargründen mal wieder gemacht, aber das war wirklich nicht das Klügste. Ich leck mich doch noch eine Runde hier und knack noch mal eine Runde in dem seiner Koje hier. Da kann ich wenigstens losmarschieren, wenn es auch wirklich soweit ist. So. Dann soll ich mich trotzdem nochmal ausrüsten. Die Karte sollte in Reichweite sein jederzeit. Und dann sollte ich... Trottel. Zuerst den Trank trinken und dann runter zur Karte scrollen. Dann weiß ich auch Bescheid, dass da schon so ein Schwätzer ist, der uns da erwartet. Den kann ich dann gleich mal abschießen und mich direkt ihm zum Kampf stellen. So. Flitz, mein lieber Flitz. Und das Meer gab das Land frei. Gewitter erleid, das Meer gab das Land frei. Du hörst's. So, sobald wir jetzt da draußen sind, Erzähl mir nicht sowas. kann ich ja gleich mal mein Armbrüstel ziehen. Schauen wir mal, dass wir da nicht so ein Kikifax-Hansel direkt in den Schoß rennen. An. Ups. Nicht so dicht trage hier. Okay, gut. Ja, da steht er rum. Wie ein Ölgötze. Und jetzt ist er tot. So, sehr schön. Gut, so gefällt mir das da wesentlich besser. Wenn wir jetzt da wieder in die Gegend rumrennen. Da sehe ich aber wenigstens, wo ich hier renne. Das ist immer so eine Sache. Bin doch kein Fan davon, in der Dunkelheit hier rumzurennen. Es ist eigentlich auch wie im richtigen Leben, dass man da eigentlich auch nicht in der Nacht durch die Gegend rennen sollte. So. Oh. Hallo, du Wutz. So. Dieb in the Woods und weiter geht's. Ah, Wolfi. Wie, du hältst 2 Schläge aus, Wolf. Okay. Das respektiere ich, dass du 2 Schläge aushältst, Wolf. Gut, da sind wir, glaube ich, runtergestürzt. Jetzt müssen wir hier nochmal einmal Lucky machen. Da ist der Innerschrein nämlich so weit. Ja, hier sind irgendwo viele Blutfliege. Okay, viele Snapper sind hier auch. Ein herzhafter Schlag reicht schon aus bei deinem Biester. Das lobe ich mir. So. Dann haben wir hier noch einen Schrein, Spruchrolle und, na? Scheiße. Der ist intakt, aber er gibt mir wenigstens Geschicklichkeit 1. Okay, jetzt muss ich nochmal wirklich einen ganz scharfen Blick auf die Karte werfen. Den haben wir jetzt gecheckt, denn bei Lobertshof haben wir sauber gemacht. Bei der Tote Harpie muss noch was sein. Bei dem Gedöns haben wir auch schon geguckt. Da war, ach, nix. Okay, dann muss ich nochmal zur Tote Harpie zurückkehren. Und muss da nochmal gucken. Zur Taverne. So, zack und zack. Bei der Tote Harpie muss ein Innos-Schrein sein. Gucken wir uns das nochmal an. Nicht der beim Kloster, sondern direkt hinter mir. Da muss hier in der Nähe einer sein.
Hier muss ein Innos-Schrein sein. Warte mal. Das will ich heute eigentlich auch noch ganz fix gelöst haben, wenn möglich. So, hier irgendwo, oder? Nochmal gucken. Ja, hier müsste irgendwo noch ein Innos-Schrein sein. Ist der versteckt oder so? Ist der in einer Höhle? Ah, da ist er. Okay, bist du das? Bist du der vergrützte Schrein? Okay. Komm mal her. Komm mal her, mein Freund. So. Irgendjemand hat bei dem Innos-Schrein Dietrich geopfert. Finde ich eigentlich auch ganz cool. So, und muss ein Dieb gewesen sein. Okay, dem Ding geht soweit gut. Dann einer beim Minetal, bei dem waren wir schon. Den haben wir soweit gemacht. Ah, bei Arkils Hof. Bei Arkils Hof. Das ist eine gute Idee. Weil wir dann der Großbauer da. So. Okay, das Ding gehen wir jetzt auch noch ab. Irgendwo muss es ja sein. So. Als weiter und weiter und weiter. So. Irgendwo bei Arkilshof, Seekopfshof, nicht Arkilshof, Entschuldigung. Irgendwo bei Seekopfshof im Norden müsste auch was sein. So, gucken wir jetzt nochmal drauf auf die Karte. Dann sehen wir, was sehen wir dann? Dumm, gucken wir 3. Und wir sehen, dass da im Norden irgendwas sein muss. Ah, das trifft sich ganz gut. Falls es der Schrein ist, kann ich nämlich im nächste Video gleich noch so eine kleine Sache mit dem Sonne-Aloe machen. Ja, ja, gacker du ruhig. So, dann heben wir uns das nochmal kurz auf. Und hier irgendwo muss das sein. Okay. Oh, 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 oh. Hier rennt aber ordentlich Viehzeugs durch die Gegend. Das sieht nicht so gut aus. Da ist ein Drache-Snapper. Komm her, du Scheißvieh. Das ist schon ziemlich böse und dann ist noch ein Schattenläufer da hinten dran, sehe ich. Aber der pennt jo tagsüber. Puh, aber grad so. Mein lieber Scholli, grad so. Okay. Dann untersuche ich den Schrein noch als letztes für meine heutige Amtstat. Und ansonsten mache ich einen Cut und wir sehen dann morgen, was da abgeht noch. So. Drache-Snapper tot. Mein Geschwindigkeitstrank ist auch erstmal weg. Da ist der zweite Drache-Snapper. Und komm mal her, du Sausack. So. Puh, also mit viel Glück kann ich da ordentlich was reißen. So, nochmal ein Speicherpunkt. Und dann der Schattenläufer. Das ist nämlich auch noch so ein King of the Jungle. Ja. Okay, Wolf. Dich kriege ich mit M-Schlag hier. Boah. Okay, Schattenläufer ist auch kaputt gegangen. Sehr schön. Gewitterleid. Hier muss irgendwo noch ein Innos-Schrein sein. Da gucken wir jetzt auch mal gleich nochmal drauf auf die Karte. Damit hier auch alles nochmal seine Ordnung hat. Dumm. Karte der heiligen Schweine. Genau hier. Hier muss es sein. So, zack. Euch Wolfies kann ich auch noch platt machen. Das sollte kein Problem sein. So. Dann hat es vor lauter Arg sogar noch umgefetzt. So. Dass er auf dem Rücken liegt. Dann noch der Feldräuber. Gott. Der wollte ja auch nicht anders. Und hier vor der Höhle. Genau. Da brauche ich dann Sonnenaloe. Hier haben wir wieder Innos-Schrein. Okay, sehr schön. Bergkristall und Silberkelch und eine Weidenbeere. Okay. Sehr schön. Der war's. Gewähre mir deine Hilfe und so weiter. So. Ich schätze, das sollte das letzte Mal gewesen sein. Gewähre mir deine Hilfe und so weiter. Sehr geil. Okay. Du gehen wir jetzt 3 in den Lader. Aber das erwartet uns dann morgen bei... Huch, hier ist noch irgendwo Vieh. Das erwartet uns dann, wie gesagt, morgen bei Let's Play Gothic 2 auf Pelzig.
Und euch wünsche ich bis dahin noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr könnt soweit aushalten, wenn ich ab und zu mal mit solchen Verpeilo-Momente hier durch die Gegend irre. Ich kann halt einfach nicht alles im Kopf haben, was beim Open World Let's Play so abgeht. Aber ich denke mal, ich habe soweit alles gut vorbereitet und wir sehen uns dann morgen wieder. Euer Yankee.